Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert. Hier bei mir ist Michaela Schäfer. Bei Germany's Next Topmodel bist du immerhin auf den 8. Platz gekommen, damals in der ersten Staffel 2006. Wie war das denn, mit Heidi zusammenzuarbeiten? Ich muss ehrlich zugeben, es ist schon so lange her, mittlerweile 5 Jahre, dass ich mich schon kaum noch mehr erinnern kann. Aber ich weiß wirklich, es war eine tolle Zeit. Also Heidi war damals mein Idol, ist einfach das deutsche Supermodel und es war natürlich toll, sie zu treffen und natürlich innerhalb von, ein paar Wochen so viele Länder zu besuchen, mit Starfotografen zu arbeiten. Es ist schon eine tolle Chance gewesen für mich. Ihr habt ja da eine gewisse Zeit lang ziemlich eng aufeinander gewohnt. War da auch Zickenterror angesagt, Hand aufs Herz? Also Zickenterror ist ja ganz normal bei Mädels. Ne? Wir waren 12 Mädels, wir haben ein Bad gehabt, eine Dusche. Also ich nenne mir ein Mädchen, was da keinen Zickenterror machen würde. Natürlich gab es da so kleine Problemchen, aber es ist ganz normal. Man braucht es auch irgendwie. Aber wir haben uns nie richtig bösartig angezickt. Wir waren alle dann wieder ein Herz und eine Seele danach. Wie ging es denn mit dir weiter? Kurz überschlagen, seit 2006 ist ja eine ganze Menge passiert. Ja, es ist eine ganze Menge passiert. Also ich war dann auch Miss Maxim, durfte mich ablichten lassen für den Playboy, was schon immer mein Traum war. Habe super viele Aufnahmen gemacht für andere Magazine, war auch viel im Ausland tätig als Model, hat man hier in Deutschland nicht so mitbekommen. Und ja, durfte auch in einigen Serien mitspielen. Hand aufs Herz habe ich erst dieses Jahr mitgespielt oder auch bei Anna und die Liebe, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. War schon eine tolle Zeit. Und du hast ja im Januar erst gesagt, dass du dich als Model ein bisschen zurückziehen möchtest. Heißt das, wir werden dich jetzt überhaupt nicht mehr auf Fotos, Kalendern und Fernsehen zu sehen bekommen? Also als Model möchte ich aus dem Grund nicht mehr arbeiten, weil ich mittlerweile seit 10 Jahren in dem Business bin und irgendwann langweilt es mich doch bis zu einem bestimmten Grad. Also ich möchte einfach nicht mehr ins Ausland gehen für ein paar Monate, in überfüllten Model-Apartments wohnen mit 10 anderen Mädchen. Irgendwann muss man auch was Neues erleben, was Neues entdecken. Und das Model macht mir weiterhin Spaß, aber ich habe jetzt vor, als Moderatorin zu arbeiten. Ich werde meinen eigenen Internetsender aufbauen dieses Jahr, Michaela TV, und werde mich also selbst verwirklichen. Und ich hoffe auch, dass es klappt, aber auch wenn es schief geht, ich habe es einfach probiert, ist die Hauptsache. Okay, und was ist Plan B, falls es schief geht? Na gut, Plan B wird immer noch sein, das Modeln. Also es ist ja noch nicht so, dass es mich zu Tode langweilt, dann werde ich das natürlich weitermachen, aber mir natürlich immer noch so eine Nische suchen. Also ich habe jetzt gerade diese ganze Tuning-Branche für mich entdeckt, Autobranche, teilweise auch die Erotikbranche, was nicht heißt Pornos, das muss ich mal ganz klar wiederholen. Einfach nur erotische Fotos für namhafte Männermagazine, weil ich halt sehr kurvig bin und ich in der Fashion-Branche nicht so willkommen bin deshalb. Und ja, das werde ich dann einfach weitermachen. Oder vielleicht werde ich auch Mutter und heirate. Mal gucken. Mal sehen. Du hast ja 2010 das Big Brother Haus von innen gesehen. Wie war das denn, rund um die Uhr, quasi fast rund um die Uhr von Kameras begleitet zu sein? Ich muss zugeben, die Kameras hat man gar nicht mitbekommen. Also die sind so gut integriert worden in das Haus, dass man wirklich dachte, man ist die ganze Zeit unbeobachtet. Und da ich ja nun schon davor 7 Jahre fürs TV gearbeitet habe, war das jetzt nicht so ganz neu für mich. Opala, da ist eine Kamera. Das war für die anderen Bewohner ein bisschen schwieriger, die halt nicht aus der Medienbranche gekommen sind. Aber es war auch eine lustige Erfahrung. Ich war halt nur 2 Wochen drin, ein bisschen kurz. Aber ich muss sagen, war auch wieder froh, dass ich draußen war, weil mir fehlte die Action, mir fehlt die Arbeit. Ich kann nicht nur auf der Couch sitzen und warten, dass irgendwas passiert. Das bin ich einfach nicht. Waren denn die anderen Mitstreiter oder Mitbewohner im Big Brother Haus, war das ein normales Zusammenleben oder war das eigentlich mehr eine Show für die Kameras? Wie kam es dir vor? Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich nicht weiß, ob die anderen gespielt haben oder ob sie wirklich so waren, weil irgendwie kenne ich sie ja nicht. Ich kannte sie nicht davor und ich habe auch zu keinem mehr Kontakt. Aber natürlich versucht jeder aus einem anderen Grund in dieses Haus zu gehen. Der eine will berühmt werden, der nächste will auch berühmt werden und der andere auch. Also mir kam es so vor, als wenn alle berühmt werden wollen, um ehrlich zu sein. Ist aber auch ganz in Ordnung, war eine lustige Mischung. Also ich war jetzt einfach da drin aus redaktionellen Gründen, sag ich mal. Ich war einfach auch neugierig, wie funktioniert das Projekt Big Brother. Das hat mich einfach mal so wahnsinnig angespornt, da reinzugehen. Du bist ja heute Morgen schon recht früh auf der Automobil hin und her gelaufen, hast dir alles angeschaut. Wie gefällt dir denn die Messe? Was ist dein Eindruck? Ich war schon auf sehr, sehr vielen Messen
Und das ist jetzt eine ganz neue Messe, auf der ich bin. Natürlich mit einer der kleinsten, klar, sonst ist man immer auf der Motorshow oder auf der Tuning World Bodensee. Aber ich glaube, sie hat großes Wachstumspotenzial und wird jedes Jahr größer werden, immer mehr Aussteller werden kommen. Und ja, ich treffe super viele bekannte Gesichter und da fühle ich mich auf jeder Messe immer gleich zu Hause. Also wenn ich die Katharina Kuhlmann wieder treffe oder so ein paar andere Gestalten aus dem Tuning-Business, ist schon toll. Gibt es denn ein Auto, in das du dich vielleicht so ein bisschen verliebt hast hier auf der Messe? Es gibt natürlich ganz viele Autos, die ich toll finde. Ich weiß nur nie den Namen. Ich bin muss zugeben, mit Autos nicht. Ich weiß ein Smart, wie der aussieht, ein Mini, aber sonst fehlt es mir dann auch schon so an diesem ganzen Know-how. Für mich zählt einfach nur außen die Optik, was für eine Marke ist eigentlich egal und da gibt es hier wahnsinnig viele Autos. Also ich habe die Autos auch noch nie auf offener Straße gesehen. Ich weiß nicht, wo die alle lagern, eigentlich viel zu schade. Du bist ja auch morgen nochmal auf der Automobil, also auch für die, die dich gerne nochmal sehen möchten, auch im Interview hören möchten. Wann bist du morgen auf der Bühne? Ich werde eigentlich immer so den ganzen Tag auf der Bühne sein, ich weiß es gar nicht. Aber man kann natürlich auch immer so mit mir sprechen. Ich bin ja die ganze Zeit tingel ich hier auf der Messe rum und klar, quatsch mit allen möglichen Leuten und man muss mich einfach nur ansprechen. Und ich hoffe, dass morgen auch die Misswahl ist natürlich. Sonst habe ich immer Misswahlen gemacht. Diesmal würde ich gerne bestimmen, wer die Miss Tuning Sound Convention ist. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Automobil hier in Freiburg. Michaela Schäfer im Interview mit Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.